Es ist Zeit für ein Duell. Und damit willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Endlich mal mit, ja, wie soll man sagen, Duell Nummer 3 oder Fight Nummer 3. Ja, gut, machen wir Duell Nummer 3. Gegen Weevil Underwood, den Insektenfuzzi. Ja, das kann ja lustig werden. So. Genau, Yu hat ein Paket bekommen vom Maximilian Pegasus, genau. Dabei wären Fight gegen Pegasus auch nicht so schlecht gewesen. Ich grüße dich, kleiner Yugi, ich bin Maximilian Pegasus. Ja, genau. Siegebar, also Tokai war mich so fasziniert. Wir werden hier und jetzt ein Spezialduell abhalten. Okay. Einmal brachte seltsame arkane Magie die Zeit zum Stillstand, sodass ich nie mehr bewegen konnte, außer Yugi. Der Schatten bekannt. Sag mir, Yuki, glaubst du, dass die Karten eine Magie innewohnt? Weißt du das denn nicht? Du hast dieses Spiel erfunden. Nun, das ist nicht ganz richtig. Hä? Ja, die Geschichte von Duel Monsters, mit den alten Ägyptern und so weiter und so fort. Du weißt gar nicht, welche Macht in einem Millenniums-Puzzle innewohnt. 7 Gegenstände. Du meinst, ein Puzzle ist einer davon? Ja, und es bringt mystische Energien in sich. Oh Mann. Was? Trotz all diesen Nachteile hat er fast gewonnen, aber er scheiterte an der Zeitbeschränkung. Oh je, die Zeit ist abgelaufen, doof. Game over. Das Millenniumsauge. Ganz genau, Yugilein. Ich werde dir zeigen, wie viel Magie in die wirklich in ihm steckt. Nach meiner Erfahrung lässt sich jeder am Ende auf mein Spiel ein, wenn nur der Anreiz stimmt. Ja, die Macht des Millenniumsauge schlug zu und stahl Großvaters Seele. Doof. Yugi! Großvater! Wir werden uns wieder duellieren, Yugi. Wie sonst willst du die Seele deines Großvaters zurückholen? Yugi hatte keine andere Wahl, als am Pegasus-Turnier im Königreich der Duellanten teilzunehmen, um die Seele deines Großvaters zurückzuholen. Seines Großvaters natürlich. Da kann wieder 2 Sternenmarken, die einsetzen konnte, um gegen andere Duellanten auf der Insel anzutreten. Ja, wer es auf 10 Sternenmarken brachte, durfte dann im Finale des Turniers teilnehmen. Ich muss am Pegasus selbst duellieren. So. Im ersten Duell musste Yugi gegen den hinterhältigen Weevil Underwood antreten. Herzlich willkommen, sagte die Spinne zur Fliege. Du bist direkt in meine Falle geflogen. Da hat getappt, wär's gewesen. Du wirst dafür gerade stehen müssen, dass du meine Exoder-Karten zerstört hast, Weevil. Weevil, es ist Zeit herauszufinden, ob du im Duell genauso gut bist wie im Wegrennen. Es ist Zeit für ein Duell. Ja, aber schon von Anfang an gesagt. So, natürlich wieder mal das Geschichte-Deck. Was haben wir hier? Blumen, Katian, Kiefer. Klingt ja eklig. So, hab gewonnen. Spielen wir als Zweiter, wa? Einzelmodus, eine Runde. Was sind das für Karten, hey? So, mein Zug und ich ziehe. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus. Ich begreife natürlich nicht an, das wäre jetzt ein bisschen sehr doof. Ich setze erstmal ein Monster verdeckt, kleiner Weevil. Und noch eine Karte. So, genauso wie du, Ist doch schön. You fucking kidding me? Das dämliche Insekt, ey. Gokibore. Was? Perfekte ultimative Riesenmotte? Respekt, Weevil. Das war jetzt ein krasser Zug. Nur doof für dich, dass ich hier die Macht des Spiegels habe. Bye, bye. Ja, hätte ja funktionieren können, kleiner.
So. Ich rufe einen mächtigen Mammutfriedhof. Sehr mächtig. Wohl erst mächtig. Direkt Angriff auf Vivos Lebenspunkte. Perfekt. Und mein Zug ist vorbei. Krass wäre das eigentlich, wenn ich jetzt hier so in einem, sage jetzt mal, altmodischen Duell oder Zeitpunkt, wenn man hier irgendwie auch, wenn ich hier auch mit Synchro und Exit und Pendelmonster angreifen würde. Ernsthaft? Oh. Doof ist er nicht. Ja, aber ich habe auch noch so ein paar Tricks auf Lager Weevil. Kuribo! Ich weiß, hätte man Kuribo raufsparen können für ein anderes Mal. Aber warum? Geht ja auch so. Alter, wieso hat Yugi 3 verdammte Mammutfriedhöfe in seinem Deck? So. Hier, Weevil, die Lichtschwerter. Na, wie gefällt dir das? Nicht so gut, wa? Ja, dein Problem, ich meins. Nun denn, Makio, der mystische Regen. Wähle in deiner Monsterzone. Ja, schön, wenn ich mal hätte. Ich bräuchte einen Totenkopf. Was natürlich den beauftragten Dämonen, wie er im Anime hieß. Hier natürlich ein bisschen anders heißt. So, Weevil, Respekt, was der alles für Monster hat. Lecco mio, ey. Okay, keine verdeckte Karte, muss ich rein raus nutzen. Tja, Ödland, alle Dinosaurerzunge, alten Sonne und Angriff und Verteidigungspunkte. Theoretisch nicht schlecht, nur... Na komm. Ist noch ein bisschen gefährlich, einen schwarzen Magier zu rufen. Und zwar aus dem Grund, weil ich nicht genau weiß, was er da als verdeckte Karte hat. Klar, können hier angreifen. Also mit dem schwarzen Magier würde 1000 Punkte abziehen. Und wenn dann irgendwie da unten wieder irgendwie so ein Menschenfresser Käfer ist, hat er natürlich ein fettes Problem. Er hat schon krasse Karten, kannst sagen, was du willst. Ja, ein Yugi-Steak momentan ist noch ein bisschen lahmarschig unterwegs, leider. Ein Spielfeldzauber? Krass. Ah, stimmt, war ja auch sowas, war. Genau, das war ja ursprünglich noch so, also zu meiner Zeit noch war es so, dass du immer nur eine Spielfeldzauberkarte insgesamt auf dem Feld haben konntest. Das haben sie mal geändert. So wie jetzt, das heißt, jeder von uns kann eine haben auf dem Feld. Jetzt hat er ja eine und ich habe eine. Und unsere gelten jetzt einfach nicht mehr für das komplette Feld, sondern halt für unsere jeweilige Hälfte. Außer wenn es die Karte zerstört würde, wenn gar keine mehr draußen hätte, dann würde sein Effekt für das ganze Feld gelten. Ist ein bisschen creepy, muss ich zugeben, aber andererseits eigentlich auch ein bisschen cool. So. Oh, doch mal ein schwarzer Magier, komm. Zwar aus dem Grund, weil ich hier noch die Wiedergeburt oder Monsterreanimation auf der Hand habe. So, generell rein Lebenspunkte technisch sieht es für mich gut aus, aber Weevil, sein Deck ist einfach ein bisschen schneller. Ein bisschen mehr Speed drauf, das stört mich ein wenig bei meinem. Ich meine, klar, es ist Yugi's Deck noch aus dem Anime, aber könnte trotzdem ein bisschen besser sein. Du bist doch ein Arschgeige, ey. Hornes Einhorn, der bringt jetzt voll. Er kämpft gegen sein Monster an, ja, aber wenn es zerstört wird, geht es zurück aufs Deck. Das ist nur bedingt cool. So, der Kokon muss weg. Sonst stört er mich ein bisschen. Okay. Solange ich dann seinen scheiß Riesenkäfer rufen kann. Oh nein, jetzt hat er eine freundliche Wohltat, will es mich verarschen. Alter, ich hab so Probleme, ganz ehrlich.
Also ich müsste echt verdammtes Kartenglück, beziehungsweise eher verdammtes Kartenpech haben, wenn ich das noch gewinnen soll. Ernsthaft? Oh Mann, ey. Ja, der Beauftragte der Boden wäre jetzt echt cool. Ich setze mal verdeckt, vielleicht kommt der im nächsten Zug. Der herbeigerufene Totenkopf von mir aus. Und ich muss halt angreifen, das bringt alles nichts. Hä? Okay. Das hat's voll gebracht, hey. Ich will nicht, dass du mein schwaches, normales Monster zerstörst. Wenn das jetzt opfern würden, würde es verstehen. Tut nicht mal. Hä? Weevil, was ist los mit dir? Aber vielleicht macht er es jetzt. Nee, auch nicht. Hä? Muss ich das verstehen? Ja, komm, Hornkobold. Also der Käfer ist ja schwach, das haben wir schon mal gesehen, hat da keinen Effekt drauf, das heißt ich lasse den mal und zerstöre lieber andere Karten von ihm, die vielleicht gefährlicher werden könnten. Andererseits, wenn irgendwie der Menschenfresser drunter ist und zerstört den zwar, aber er zerstört gleichzeitig meinen schwarzen Mage, eventuell auch ein bisschen kacke. Wobei, ob er es jetzt macht und nachher sein Monster flippt, spielt es eine große Rolle, eigentlich nicht. So, ja, Horn des Einhorn könnte ich auch im Hornkobold verwenden, würde sogar passen wegen dem Horn. Aber, ja. Finde ich jetzt auch nicht so notwendig. Ah, da kommt er mal. Warte mal, wie geht der genau? Ein Donnermonster, okay, wird auch gehen. Hätte vorhin ein Donnermonster draußen? Nee, oder? Nee, eben. Ich vorhin noch ein bisschen gewundert. So, warte mal. Das Monster ist. Zerstöre alle Monster, die den Gegner kontrolliert. Jetzt halt die Frage, gilt das nur für offene Monster? Wie das hier, oder gilt es für alle? Ich riskiere es mal. Eigentlich vom Spieltext her hieß es nicht, dass es nur die offenen betreffen würde. Schade, hat keine Animation. So, Makyu, der magische Sprühregen oder Nebel, wie es einfach hier heißt. Nur die offenen. Okay, dankeschön. Hat sich ja voll gelohnt. Weil die Battlephase übersprungen wird, leider. Ja, aber es stand eben nicht drauf, dass es nur die offene betrifft. Ich dachte jetzt, dass alle einfach aufgemacht werden, also aufgeklappt werden und dann sehe ich halt, aha, hat es geklappt oder nicht. Oh nö. Fluch des Drachen. Ah, super, ey. Als nächstes kommt noch irgendwie Geierritter der Finsternis und dann die Fusionskarte. Das wäre zwar mal geil. Aber Fusionskarte, habe ich eigentlich so im Deck? Ja, okay. Zweimal Geier. Okay, für Weevil sieht es eher schlecht aus. Ich meine, er hatte eigentlich coole Monster. So die ganzen Kombinationen und so, die waren nicht schlecht. Aber was er jetzt irgendwie raushaut, das ist halt so. Wenn die Hälfte des Decks eigentlich cool wäre, oder gut wäre, sag ich jetzt mal. Oder strategisch sinnvoll und die andere Hälfte einfach nur Schrott ist. Aber Yugi ist der Vorteil, ist eigentlich das ganze Deck ein bisschen sehr oldschool. Sehr. So, der ist auch weg. Schwarze Magie direkt Angriff seine Lebenspunkte. Schwarze Magie-Attacke. Ah, schön. So, wir hätten natürlich auch noch das Kobolds noch nutzen können. Wäre jetzt Weevil komplett weg gewesen, aber nee, ich warte mal noch. Ich traue dem Frieden noch nicht so ganz. Wobei. Okay, komm, machen wir Schluss für heute. Griffur, zeige dich. Das ist mal ein Horn des Kobolds. Für den Fall, dass darunter halt ein Ding wäre, Menschenfresserkäfer. Ich will ein relativ starkes Monster haben. Ha! War aber gesagt. Jetzt kann ich trotzdem angreifen. Ja, Weevil, das sind Schmerzen. Das sind Schmerzen, kleiner Weevil. So.
Kein Risiko eingehen. Mann, Alter, kannst auch noch was anderes. Wie gesagt, kein Risiko eingehen. Okay, kein Problem. Dann kann es der Riesensteinsoldat machen. Ein Riesenkrieg aus Stein. Ein Schlag von dieser Kreatur erschüttert die Erde. Gab es ja im Original mal einen Text bezüglich des Mondes? Das so stark wäre, dass ein Mond irgendwie halbieren könnte oder so. Wenig was im Hinterkopf. Er ist vorbei, ich habe gewonnen. Nein, Umöger, mein Mod ist unschlagbar. Naja, nur theoretisch. Neues umgekehrt Duell entriegelt. Ah, okay, ja. Neue Karte Belohnung. Topf der Gier. Schön. Schön, Topf der Gier. Sehr schön. Jetzt kann ich das immer so machen. Okay, gut. Weil hier konnte es halt nie, deswegen war ich ein bisschen irritiert, aber okay. Das haben wir schon mal gemacht. Das jetzt auch. Und ich würde sagen, wir beginnen dieser Folge noch mit dem nächsten Duell, die Harpie. Hugh war nicht der einzige Duellant, der motiviert war, das Turnier für einen geliebten Mensch zu gewinnen. Obwohl Joey noch ein Duell-Neuling war, hatte er einen eigenen Grund gewinnen zu wollen. Seine Schwester Serenity. Dieser meditative Moment wurde je unterbrochen, als Joey und seine Freundinnen hörten, der einen anderen Duellanten verspottete. Mai. Das Team hatte Mai Valentine auf dem Boot ins König der Duellantin getroffen. Mai war eine manipulative, selbstverliebte Duellantin, die unheimliche Fähigkeit hatte, immer zu wissen, welche Karte sie als nächstes ziehen würde. Du wolltest mich raus? Ein eigenes Deck verwenden. Nee. Mir fehlen sowieso noch ein paar Karten. Wir haben irgendwie momentan 30 jetzt im Deck, wo ich sage, ja, die kann man jetzt einigermaßen verwenden. Aber eben einigermaßen noch nicht so super. Und vor allem sind es noch zu wenige. Oh je, Joey, das kann was werden. Dann nehmen wir mal doch noch eine Fusionskarte hinzu. Ich habe mich gerade gefragt, was hat eigentlich Joey für Fusionskarten? Flammenschwertkämpfer, ja, das war ja so, dass der auch ein Fusionsmonster war. Weil er zum Teil war, eben ursprünglich war ein normales Monster. Flammenmanipulator, man sagt legendärer Schwerkämpfer, aber ich glaube, es gibt ja noch eine Version von ihm, der ein normales Monster ist. Der tausendjährige Drache, das war auch so irgendwie geil da im Anime, wie das erklärt wurde, von wegen, ja, wie das funktioniert und so mit dem. Völlig übertrieben. So. Zeige dich, Joey, Soldatenbodenmann. Ein relativ starkes Monster für Joeys Deck. Kunami Kette, die kennen wir auch. Gut. Ja, mit Joeys Deck müsste ich einigermaßen gut auskommen. Nein. Also generell denke ich jetzt mal, die ersten 3 Serien, also eben Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! GX und 5Ds dürfen nicht so das Problem werden. Und nachher bin ich halt ein bisschen raus. Aber eben Sechsel und 5Ds, beziehungsweise Arc 5 wäre auch ein bisschen geguckt, aber halt nicht so intensiv. Nein, will noch nichts machen, nein. Nein, hör auf damit. So, erstmal die freundliche Wohltat. Bitte gib mir 3 Karten, hör auf hier mit dem Quatsch. Okay, geht erstmal eine Fusion auf dem Ding. Gegner kontrolliert. Scheiß Zeitsoldat, okay. Lass den mal noch. Dann haben wir hier einen Kampfochsen. Wieso überhaupt den hat? Kein Plan. So. Lass mal ganz kurz gucken, was die Kunami Kette jetzt alles kann. Aktiviere ein oder beide Effekte gleichzeitig.
Mhm, eben, es geht hier beides, okay. Also natürlich keine Ahnung, was jetzt Mai für verdeckte Karten und so weiter noch hat. Aber trotzdem mal ein Axträuber. Nicht, dass ich irgendwie Spiegelkraft hatte. Ernsthaft? Das ist ja mal lame, Mai. Das ist ja richtig lame. Okay, Zug beendet. Weißt du, kannst eine HB-Karte abwerfen für irgendeine Verteidigungsposition. Harping-Kanalisierin. Jetzt ist der Name offenbar auch wieder eine Harpie. Okay, steht das sogar dort? Ich lese gerade nicht. Der Name dieser Karte zu Harp ist langsam im Spiel für der. Okay, gut. Alles klar. Harping-Königin. Hier ist auch wieder so, wa? Spielfeld ist, okay. Vermutlich willst du irgendwie Kombination mit Zauberkarten, Fallenkarten machen oder halt sogar einen Harpien Drachenruf oder so. Da gibt es noch ein paar Dinger. Okay, Mai, was hast du vor? Gut, sie ist ja vor allem auf Windmonster und Geflügelmonster und so. Geflügel. Spezialisiert, deswegen kann ich jetzt Geierkraft problemlos rufen. You fucking kidding me? Ernsthaft? Icarus-Angriff. Schade. Mein nettes Pünktchen, es wurde verpünktchen. Ich greife extra den an, weil ich Angst habe wegen der verdeckten Karten noch. Das irgendwie so ein Boost wäre für die Harpie. Erstmal noch die Harpie loswerden. Und dann mal gucken. Wobei irgendwie finde ich es auch creepy, dass eine Harpien-Königin offenbar als Harpie betitelt wird. Denke mir so, hä? Ist jetzt die Königin oder ist sie keine Königin? Entscheidet euch mal. Okay. Sie zieht sich ein bisschen zurück von mir, kann man sagen, wa? Aber übrigens ein Flammenmanipulator. Wobei, ganz ehrlich, warte mal, was war das schon wieder? Masaki, legendärer Schwertkämpfer. Okay, aber ganz ehrlich, ein Fusionsmonster ohne Effekt. Mit nur Stufe 5 und sogar nur 1800 Angriffspunkten. Sorry, aber da kann ich in die Stufe 4 Monster aus dem Deck zaubern, was sogar mehr Power hat. Also ganz ehrlich, den zu rufen, ich weiß nicht. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann mal für heute. Hier bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duelist Link Evolution. Mit dem Duell jetzt Joey gegen Mai. Das könnte spannend werden. Mal gucken, was er noch alles im Petto hat. Vor allem mit ihren Harpien, was er noch für Pläne hat. Alles weitere sehen wir hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.